Bloß dat nicht. Eigens wollt ja nicht über das Wetter schrieben, denn ein kann ja doch nichts an ändern. Aber wenn ein nu so'n Urlauber ist und dat plattert und plattert den ganzen Tag über, na dann sind uns Baugäste ja doch so'n Lütbeten wat zu beduren. Hüt wär so Malheur-Dach, Schiedwetter, den ganzen Tag hat dat Regen und die Baugäste auf Buer Kluvetasch sin Hof käm nah und nah zu Hus. Fru Kluvetasch hat dat einzig Richtige getan. Sie hat einen großen, ohlen Kachelofen am Bett. So kon sich all de Gäste von de Regenschuhen welle drögen lassen. Und bi Lütten daun sie all to hoop ab, die Socken wären bi Lütten drög und sie haben noch ihren Humor welle von. Da käme noch Peter, Buer Kluvetasch sin zwatten Kauder in de Döns. Auch he han Nattfell kriegen. Zuerst lickt he sich, schür sich an Chaiselong dat Regenwater af und dann jump he mit den flotten Satz ob den warmen Kachel oben. Da reck und streck he sich so lang as er wär und lädt sich von dem mollig warms dat natte Fell von alle Sieden drögen. Und dat wär ja tonütlich anzukicken. Uns Baugast, Fru Wittmann u Dortmund, ging noch im Himm, und fing an mit den Kauder zu snacken und zu smusen. Und auch Piet Klöver aus Hamburg käm dazu und fing an, uns Peter zu striegeln und zu verwöhnen, wat de lud dat Snoren anfangen. Nu mein Fru Wittmann, wat Piet Klöver wohl auch gern Kauder sehen moch, sich ob dem warmen Arm läng und sich an ganzen Lief verwöhnen und striegeln lassen woll. Just so as de Kauder. Ja, just so as Peter, sagt Piet Klöver und grien und smuster dobi. Ja, dat wär wat. Just so as Peter und he roll mit de Augen. Na, da meint Buer Kluvetasch bloß noch, na, dat überlegt die man Goldmeister Klüver, denn die Kauder sollen morgen eigens kastriert waren.